willkommen zu einer weiteren Himmelwärts-Geschichte. Heute erzähle ich euch das letzte von diesen 7 Wundern aus dem Johannesevangelium. Wir haben ja schon so viele Wunder gehört, die Jesus gemacht hat, wo wir sehen, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch war wie du und ich, sondern wirklich Gottes Sohn. Wir haben ja gehört, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, wie er einen kranken Bub aus der Ferne heilen konnte. Und dann hat er ja einen blinden Mann wieder sehend gemacht. Ein lahmer Mann hat wieder laufen. Jesus hat Brot vermehrt und Fisch. Und er ist übers Wasser gelaufen. Und heute erzähle ich euch das letzte von diesen 7 Wunder. Und das Wunder ist wirklich mega, mega cool und mega speziell. Und wir sehen einmal mehr, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und zwar war es so, Jesus hat auch ganz viele Freunde gehabt. Und ein paar ganz gute Freunde von Jesus sind die Martha, die Maria, die Schwester von der Martha, und der Lazarus. Er war der Bruder von der Martha und von der Maria. Und Jesus war gerade nicht bei diesen 3, aber der Lazarus ist mega schwer krank geworden. Und die Martha hat das an Jesus gesagt. Und sie haben Jesus gesagt, Jesus, schau, der Lazarus ist mega fest krank. Und Jesus hat das mitbekommen, aber er hat gefunden, die Krankheit vom Lazarus, die wird nicht zum Tod führen. Sondern die Krankheit vom Lazarus ist da, damit die Herrlichkeit von Gott kann sichtbar werden. Und Jesus hat zwar gehört, dass der Lazarus krank war, aber er ist noch nicht zu ihm gegangen. Und wisst ihr, heutzutage haben wir ja ganz gute Medizin und Ärzte. Und wenn wir krank sind und ganz fest krank, dann können wir ja zum Beispiel ins Spital gehen oder zum Arzt. Und dann werden wir schnell wieder gesund. Aber früher, dort sind die Menschen halt noch viel schneller an Krankheiten gestorben, weil es einfach nicht so gute Ärzte und so gute Medizin hatte. Und darum hätte es ganz gut sein, dass der Lazarus ab dieser Krankheit stirbt. Und Jesus kann ja jedes Wunder machen. Jesus hat ja schon einen kranken Mann geheilt. Also hätte er sicher den Lazarus gesund machen können. Aber er ist nicht zum Lazarus gegangen. Er hat noch gewartet. Und dann, nach 2 Tagen, wo Jesus am Ort geblieben ist und noch nicht zum Lazarus ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, dass sie jetzt auf Bethanien gehen, dort hin, wo der Lazarus gewohnt hat. Und ihr müsst wissen, Bethanien, das war in Judäa, ein Gebiet ganz in der Nähe von Jerusalem. Und wisst ihr noch, in Jerusalem hat es ja Pharisäer gehabt. Und die haben ja gar keine Freude an Jesus. Die haben sich ja mega geärgert darüber, dass Jesus die Wunder gemacht hat am Sabbat, dass er Menschen geheilt hat, obwohl man am Sabbat ja gar nichts machen durfte. Und die Pharisäer wollten Jesus töten. Die wollten nicht mehr, dass Jesus ist. Und die Jünger hatten darum ein bisschen Angst gehabt, um dort auf Bethanien zu gehen, weil Bethanien ist ganz in der Nähe von Jerusalem, also ganz in der Nähe der Pharisäer. Und sie haben gewusst, es hat ganz viele Leute gegeben, die Jesus loswerden und töten. Darum sind die Jünger ein bisschen verunsichert und haben gefunden, Jesus, bist du sicher? Willst du wirklich dort hingehen? Aber Jesus hat gesagt, ja, wir gehen dort hin auf Bethanien. Und dann sind sie dort hingegangen. Und wo Jesus ganz am Eingang vom Dorf war, ist die Martha schon zu ihm zu rennen gekommen und hat gesagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, wo der Lazarus noch gelebt hat, dann wäre er nicht gestorben, weil jetzt ist der Lazarus gestorben. Er ist seit 4 Tagen im Grab. Wenn du da gewesen wärst, wäre der Lazarus nicht gestorben. Und Jesus hat einfach gesagt, weisst du was, Martha, der Lazarus, er wird wieder auferstehen. Und Martha hat gesagt, ja, Jesus, ich weiss, am Ende der Zeit, dann werden alle Toten wieder auferstehen. Und Jesus hat der Martha dann etwas mega Spezielles gesagt. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung. Und Jesus hat gesagt, wer mich annimmt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus hat der Martha gesagt, wenn du an Jesus glaubst und Jesus annimmst, dann wirst du leben, auch wenn du irgendwann mal sterben musst. Und dann hat die Martha gefragt, ob sie das glaubt. Und sie hat das geglaubt. Sie hat gesagt, ja, Jesus, ich glaube daran, dass du die Auferstehung bist. Ich glaube daran, dass wenn ein Mensch dich annimmt und stirbt, dann wird er leben, auch wenn er stirbt. Und dann ist die Martha ganz schnell zu der Maria gerannt und hat gesagt, los, Jesus ist da, Jesus möchte mit dir reden. Und Maria ist rausgerannt zu Jesus. Und sie ist vor Jesus auf die Knie und hat wieder genau das Gleiche gesagt wie ihre Schwester. Sie hat gesagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder der Lazarus nicht gestorben. Aber jetzt ist er gestorben. Und
Jesus ist dann ein bisschen hässig geworden. Und er hat gesehen, wie die Maria brüllt hat. Sie war so traurig. Und es hat ganz viele Leute rundherum gehabt, die auch traurig haben über den Tod von Lazarus. Und Jesus hat selber brüllen. Und es hat ganz viele Leute dort gehabt. Und ihr müsst wissen, die Leute, die dort waren, die haben von den anderen Wundern von Jesus gehört. Und sie haben miteinander geschwätzt und haben gesagt, Jesus hat einen blinden Mann heilen. Er hätte doch auch den Lazarus gesund machen. Und andere Leute haben gesagt, hey, schaut, Jesus brüllt, weil der Lazarus gestorben ist. Er hat den Lazarus wohl ganz fest gern gehabt. Und das stimmt, Jesus hat den Lazarus, die Maria und die Martha mega fest gern gehabt. Und als er gehört hat, wie die Leute so geschwätzt haben, ist er noch viel mehr hässig geworden. Er hat gesagt, dass sie ihm das Grab vom Lazarus zeigen sollen. Das Grab vom Lazarus war so wie eine Steinhöhle und vorne dran war ein riesiger Stein. Und Jesus hat gesagt, dass sie den Stein vom Grab wegnehmen sollen. Aber die Martha hat gefunden, Jesus, das stinkt. Er ist seit 4 Tagen in dem Grab. Seit 4 Tagen ist der Lazarus tot. Weißt du, wie das stinkt? Aber Jesus hat gesagt, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit von Gott sehen, wenn du an mich nur glauben tust. Und dann hat Jesus gesagt, roll den Stein weg. Tu den Stein vom Graben wegrollen. Und Jesus hat in den Himmel hochgeschaut und hat zu Gott gebetet und hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass du jedes Gebet von mir erhören tust. Aber wegen all diesen Menschen, die da sind, tue ich es jetzt aussprechen, damit sie glauben, dass du mich gesendet hast. Und wisst ihr, was Jesus dann gesagt hat? Er hat dem Lazarus gerufen. Jesus hat gesagt, Lazarus, komm aus dem Grab raus. Und plötzlich ist der Lazarus aus dem Grab rausgelaufen. Und sein ganzer Körper war eingewickelt mit so Binden und er hatte auch ein Tuch über dem Kopf gehabt. Aber er ist aus dem Grab rausgelaufen. Der Lazarus ist wirklich vom Tod auferweckt worden. Einfach, weil Jesus zu Gott gebeten hat und gesagt hat, Lazarus, komm raus. Jesus hat so ein krasses Wunder gemacht. Da ist ein Toter wieder lebendig geworden. Hey, Jesus ist echt Gottes Sohn. Das kann nur Gott. Einen Toten wieder lebendig machen. Ich finde es so cool, dass wir wissen, unser Gott, wie Jesus gesagt hat, ist die Auferstehung. Und wenn wir irgendwann mal sterben müssen und wir an Jesus glauben, dann wissen wir, dass wir nicht sterben werden. Auch wenn wir sterben, werden wir trotzdem leben. Und so cool, wie Jesus einen Toten wieder lebendig machen konnte. Hey, ich wünsche euch jetzt ganz einen coolen Sonntag und ich hoffe, ihr habt durch die 7 Wunder auch noch mehr merken, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Macht's gut.